Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Endlich ist es soweit. Wir machen das Cover für unser Journal mit diesen Paper Dolls, die wir hier gezeichnet und ausgeschnitten haben, wo wir schon ganze Haufen dazu gebastelt haben. Aber das Journal fehlt uns doch noch. Genau, und ich habe mir hier so einen Karton rausgesucht. So einen Glassenkarton. Genau, der hat doch gerade so eine wunderbare Größe. Den können wir dann hier aufschneiden. Das kommt weg, das kommt weg. Davor muss ich aufpassen, weil da ist das Teil zum Aufmachen. Andererseits, vielleicht wäre ja das gerade auch noch recht witzig, wenn man das Cover aufklappen könnte, da vorne irgendwie. Vielleicht basteln wir dann noch irgendetwas so her. Oder ich überklebe es einfach. Und dann wird das dann ganz normal. Das ist von der Breite her denke mir das recht gut, weil ich habe das Gefühl, es wird ziemlich dick werden, weil wir so viel Material gemacht haben für zum Reinkleben. Und das kommt natürlich weg, das hier kommt alles weg. Und das so oben. Von der Größe her können wir dann auch schauen, wenn das jetzt eines von diesen ganz normale A4-Blätter ist, wo wir gerne als Signatur brauchen. Hallo, kann ich es denn? So, dann werden das so. Entweder machen wir dann noch irgendwelche Tabs her oder was auch immer. Oder wir schneiden es dann einfach noch ein bisschen. Das weiss ich jetzt also noch nicht, wie wir das machen wollen. Ja, das sehen wir dann noch. So, gut, also, und jetzt, wie gestalten wir das Cover? Ich möchte eigentlich zuerst, bevor ich da dran schnipsle, das machen, wo rundum kommt, also wie ich es dann bekleben. Und zwar habe ich da so ein riesengroßes Blatt Papier oder so ein, ja, es ist nicht ein Karton, es ist ein dickes Papier, das ich mal so als Unterlage benutzt habe. Das ist auf beiden Seiten nicht mehr so hübsch und es ist ein bisschen verkrügelt hier an den Kanten und darum wäre das auch gerade ideal, wenn wir das gerade so aufbrauchen. Mein Plan wäre gewesen, da das Ganze ja ein bisschen sommerlich werden sollte. Wir haben hier Haufen so Blumenzeug und Männchen mit Sonnenbrillen und so weiter. Alles ist so ein bisschen fröhlich und sommerlich. Da habe ich mir gedacht, könnten wir doch hier so ins Reisen gehen und unser Cover mit so einer Karte bekleben. Eine kommt dann vorne und also hinten, das wäre jetzt hinten, oder, logischerweise. Dann suchen wir uns doch etwas noch mal ein bisschen mit mehr, irgendeine coole Seite mit ein bisschen mehr drauf. Gut, also so. Und dann habe ich gedacht, das Gefötzel hier hinten könnte man dran lassen. Und dann würden wir das so aufkleben, dass dann das Gefötzel hier genau in der Mitte ist von dem, oder? Dass das nachher hier hinten dran ist. So, dann müssen wir einfach das da noch irgendwie ein bisschen covern mit irgendwas. Und der Rest, der ist nachher dann komplett umhüllt mit dieser Karte. Das wäre so der Plan. Und dann kann man aber irgendwie vorne noch so ein bisschen verzieren. Vielleicht gerade so eben mit irgendwas. So. Oder wo ist denn die Frau mit Sonnenbrille? Die war doch eben auch noch recht cool gewesen. Da. So, die würde gerade noch zu dieser Sonnenblume passen. So, oh hey, ich glaube, das kommt nicht allzu schlecht. Wenn wir jetzt hier wieder eine Sonne haben, zum Beispiel.
so, ich glaube, ich fände es noch recht cool. Das da muss man vielleicht noch ein bisschen inken. Und vielleicht kann man das dann auch noch mit Filzstiften so ein kleines bisschen ausmalen, damit das nicht ganz so fad ist. Aber so. Ich glaube, ich mache das so. So, und ich glaube, hinten können wir es so lassen. Ich glaube, das reicht gerade. Und was wir dann innen machen, das weiß ich jetzt noch nicht. Jetzt machen wir zuerst mal das. So. Gut. Das geht mal warten. Und dann probiere ich jetzt die hier aufzukleben. Ich mache mir da ein bisschen Leim mit Wasser parat, dass ich das dann so aufpinseln kann. Einfach so ganz normalen Weissleim. So, also ich habe jetzt hier meinen Weissleim ein bisschen zu fest verdünnt. Aber ich hoffe, es geht gleich. Jetzt werden wir mal schauen. Jetzt streiche ich das hier mal ganz mit ein. Ist jetzt das schlau, wenn ich das ohne Unterlage mache? Wahrscheinlich nicht. So. Gut. Weil meine arme Schneidunterlage hat schon genug gelitten. Gut, also jetzt streichen wir das mal ein. So, und das da dann nämlich auch gerade, das Gefötzelzeug. So, und dann kommt das da drauf. Ah, super. Ah. Na toll. So. Ich glaube, so wäre gut. Das war also recht unschlau gewesen. Und der Witz ist, jetzt habe ich doch das zuerst noch da drunter ein bisschen abdecken. Herrgott nochmal. Ich glaube, das ist einfach zu heiß. Zu heiß zum Studieren. Und da haben wir jetzt Blattern, das passt mir auch nicht. Und da, ja. Das ist auch krumm drauf, aber ja noch. Das ist jetzt halt so. Also, es läuft überhaupt nicht chaotisch, he? Gar nicht. Nein, nein. Einfach weitermachen. Einfach so tun, als wäre nichts. Und weitermachen. Und jetzt ist das wichtig, dass es da stimmt. Dass da gerade ist. Und dass es möglichst keine Blattern gibt. So. Da ist es mir also fast gelungen. Es hat noch ein bisschen drauf geschmiert. Jetzt die Fötzchen noch ein bisschen runterdrücken. Das hier kann ja von mir aus schon weg. Gut. Also, wenigstens das haben wir geschafft. Das ist dann ja, mehr oder weniger. Mehr oder weniger gerade ist. Und jetzt, ja, also das war jetzt ein bisschen dumm gewesen. Ich rede noch davon und nachher dann in der nächsten Sekunde habe ich es schon wieder vergessen. Gut, hallo. Ich habe da so Schablonen parat gemacht und vielleicht können wir da irgendwas nehmen für da drüber rein. Das eher nicht. Das, weiss nicht. Die Blumen sind ein bisschen zu gross. Vielleicht nehme ich einfach wirklich die hier so ein bisschen. So, zack, zack. Ein paar so Kreischen. Hier haben wir doch so ein Blau, das super gut zu dem hier passt.
Dann werde ich das jetzt mal ein bisschen angeschablönt. Ja, wieso nicht? Wieso nicht, hä? Das sieht doch cool aus. Und passt super von der Farbe her. Ja, komm her. Das ist doch gut. Sieht vielleicht sogar noch viel besser aus, wenn es hier auch drauf ist, weder nur, wenn es jetzt drunter wäre. Ich glaube, das ist super. Die Frage ist, ob wir da noch ein bisschen fester drüber, so, dass es dann noch ein bisschen dunkler wird. Oh, oh ja. Ja, das ist gut. Super. Super. Und weißt du was? Ich glaube, um da den Limflecken ein bisschen zu verdecken, machen wir doch da jetzt auch noch gerade ein bisschen Settings her. Ja. Haha. Ich glaube, das ist super. Oh ja, hey, das sieht mega cool aus. Ich habe die Schablone nämlich so parat gemacht und dann habe ich gedacht, zwar, vielleicht wird das gleich nichts mit diesen Schablonen. Das kann man dann wahrscheinlich nicht so gut über die Landkarte drüber rein machen. Aber hey, ich finde, es ist genial. Jetzt ist die grosse Preisfrage. Das muss genau hier drüber rein. Kleben wir das jetzt, dann muss ich fast wie hier noch ein bisschen machen. So. Genau, und das ganz überklebt wird. So. Saint-Tropez wollen wir natürlich nicht überdecken. Und hier die Sonne oder was das soll sein. Jetzt ist noch mal die Frage, wie wollen wir das hier noch ein bisschen inken, mit was? Vielleicht mit Rot. Das würde zu diesen Linien passen. Ja, komm. Wir probieren das aus. So, oh ja, schau mal, das passt ja perfekt. Und das Gleiche machen wir hier mit der Sonne auch. Oder einfach mit dem Kreis. Ob jetzt das eine Sonne ist oder nicht, sei dahingestellt. Aber das haben wir super. So, die da braucht nichts, die hat wie schon eine schwarze Linie. Dann können wir doch jetzt das einfach auch noch aufkleben, oder? So, vielleicht hätte man noch das beachten sollen. Vielleicht hätte ich das erst dekorieren sollen, wenn ich das zugeschnitten habe. Das wäre natürlich auch noch eine schlaue Idee gewesen. Oh Mann, ehrlich. Ich glaube, mein Hirn brennt. Ja, gut, also. Zum Glück haben wir das jetzt noch gecheckt und können das jetzt noch anpassen. Also das heisst, es wäre dann so und da oben müsste das irgendwo in die Richtung hier herkommen. Oh, das ist jetzt aber ein bisschen weit unten, hä? Ja, no. Ja, gut, also. Hauptsache Saint-Tropez ist drauf. Das ist mir das Wichtigste. So, also das ist ja jetzt ein Fail bis zum Bach runter. Einfach alles. Macht es bitte nicht so, wie ich es gemacht habe.
Genau, also, sondern ja, zuerst das alles zuschneiden und vielleicht sogar schon aufkleben und so. Gut, also. Ja, no. Gut, lassen wir das mal trocknen und in dieser Zeit kann ich ja jetzt das zuschneiden, damit man nachher hoffentlich herausfindet, dass alles ganz schön gut geklappt hat. Also, ich mache jetzt das mal auf. Da. Dann schneiden wir das jetzt doch alles mal ab. So, jetzt schaffen wir das ohne Lineal. Bei meinem Glück heute. Vielleicht gerade so knapp. Gut, das ist unser Buch. Und ich glaube, ich zeichne das jetzt einfach schnell an. Ja, es war sehr wichtig, dass ich das hier angezeichnet habe, weil es hat ja hier schon einen Strich, wo man eigentlich einfach so abschneiden könnte, dann nachschneiden. Aber ja. Hauptsache, ich mache heute einfach komplett alles unsinniges Zeug. So, jetzt abschneiden. Also, was jetzt aber glaube ich noch wichtig ist, ist, dass das wirklich hier durchgeht. Darum zeichne ich mir das jetzt hier mal an. So. So. Und dann, dass das hier die Mitte ist. Und da ist die Mitte. Also ich glaube, wenn ich das anzeichne, dann komme ich nicht allzu schlecht weg. So. Und da. Nachher schneide ich glaube ich hier noch ab. Dann streichen wir doch das jetzt auch ein und kleben das drauf, in der Hoffnung, dass alles so funktioniert, wie wir es gerne hätten. So, zack. Hier auf die Kante und dort in die Mitte. So, gut. Überall gut andrücken. Ja, ich glaube, ich muss es wirklich gerade umlitzen, sonst kommt es nicht gut. Machen wir jetzt da zuerst mal oben durch. Ja, und jetzt streichen wir es halt gleich auf die Unterlage Pech. Es ist ja schliesslich Weisslein. Der geht dann gerade weg. Das hat recht hart. Das ist ziemlich gestabig. Uiuiui, ich hoffe, das funktioniert. So, und das hier sieht auch nicht übel aus. Noch ein bisschen krumm, aber easy. Oh, ich hoffe, es bricht nicht. Ich hoffe, es bricht nicht, wenn ich es falte. Oder löst mir da gerade alles wieder ab. Was geht das da nicht von meinem Scoreboard? Das andere Teil ist eben da schon ein bisschen verleimt. Soll ich es probieren? Es hat funktioniert. Und da noch.
Uff, das Schwein gehabt. Ich gehe jetzt hier auch noch einmal mit dem durch, in der Hoffnung, dass ich es ein bisschen besser falten kann. So, oh cool, hey. Also ich finde es genial. Hey, und zum Glück habe ich das noch herausgefunden, dass man das vielleicht eher nachher machen oder zuerst zuschneiden oder so. Oder wenigstens eben anpassen, bevor man es dann aufklebt, dass es dann auch sicher am richtigen Ort ist. Hier hinten, ja, da müssen wir dann noch ein bisschen mit Leim drunter, aber sonst sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Und hinten ist es einfach so. Ich glaube, da tue ich gar nicht noch gross mehr dekorieren. Und jetzt ist die grosse Preisfrage, was denn da noch innen reinkommt. Ich denke, innen tue ich einfach. Soll ich das auch sein? Das könnte man ja auch. Könnte man einfach das drüber kleben. So. So und so. Nein. Ja, was ich beim Durchblättern auch noch gesehen habe, ist hinten hat es noch so coole Stadtkarten drin. Da können wir sonst auch eine Stadtkarte rein tun. Und ich habe gedacht, es wäre auch noch cool, wenn man vielleicht dann innen drin auch mit so Stadtkarten so Täschchen machen oder irgendwelche Dekorationen. Das wäre auch noch cool. So, wie wäre es so? Ich zeichne mir das hier mal an. Aha, jetzt sind wir gerade wieder auf dieser Linie, das ist gerade sehr gut. So, ja, da schneide ich es nicht. Und das da. Ach komm, ich schneide das ab. Ich schneide es ab, das gefällt mir überhaupt nicht. Da und da abschneiden. Und dann sind wir da und da. So, gut. So, da können wir noch ein bisschen rein sneaken. Tack. So. Ich finde es gerade extrem cool, weil bis heute Morgen habe ich noch nicht gewusst, wie das Cover wird rauskommen. Ich bin einfach mal so ein bisschen Zeug zusammensammeln und habe gedacht, oh, Landkarte, ja, das würde jetzt irgendwie auch noch passen. Und jetzt haben wir voll das coole Meereslandkarte Saint-Tropez Journal. Super, gut. Ich tue hier innen, glaube ich, noch ein bisschen mit dieser blauen Schablone. Und was ich noch machen will, ist hier. Hier soll man die Schablone noch mal ein bisschen besser sehen. Weil das ist jetzt hier so ein bisschen abgeschnitten. Jetzt muss ich halt schauen, welches ist der war. Wahrscheinlich der. Genau. So, der war es. Oh ja, so ist gut. Super, machen wir doch das da innen drin auch noch gerade ein bisschen. So. Voilà. Oh, cool. Oh, so gut. Genau, ich werde das noch ein bisschen mit Filzstift ausmalen. Nicht alles, sondern einfach nur so ein einzelnes Teil. Ja, hey, und dann, ich glaube, beim nächsten Mal werden wir dann die Signaturen rein
Nein, das da wäre dann unsere Signatur. Ich finde von der Farbe her, hey, schaut dir das an. Das passt doch einfach ideal. Ich habe auch noch solche mit ganz viel Blau. Perfekt, perfekt. Oh, ich freue mich mega. Ich glaube, das wird ein mega cooles Journal. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaut doch einfach beim nächsten Mal wieder rein, wenn es vielleicht ein bisschen weniger chaotisch ist. Bis dann. Tschüss.